Deswegen überlege ich jetzt gerade. Also ein Handelsschiffchen. Ich nehme auch mal wieder ein bisschen Werkzeuge mit. Ich kriege immer wieder neue Lieferungen, also insofern ist das dann auch nicht mehr so wichtig. Dann fahre ich immer runter. Mhm. Bald ist es geschafft. Wenn uns nur nicht das Glas für die Fenster ausgeht, können wir vor Lucius fertig sein. So, wir haben die letzten Waren hier drin. Ihr habt richtig gesehen, Leute, ich pausiere jetzt mal. Das wird ihm gar nicht gefallen. Ich flehe euch an. Schickt die Bau... Nö, momentan nicht notwendig. Denn jetzt will ich doch erstmal gucken, kriegen wir es noch hin auf die letzten paar Meter. Eine Also wir Novia Kohlebrützer sparen. verbraucht ihr letztes Wasser. Stimmt, da war noch was. Ich gucke gerade auf die Zeit von oben. Bei dieser Baustufe in so und so viel. Eigentlich hat er genug, stimmt. Und Geld hat sie mittlerweile auch wieder ein bisschen. So. Ich denke eigentlich 2 Gewürzfarmen hier oben dürften reichen. So, baut die auch gerade ziemlich schräg, wie ich merke. Egal. So. 72. Hallo, da geht schon ein bisschen höher, oder? Oh je, oh je. Okay. Ich da wohl nichts mehr machen müssen, das heißt, ich kann hier alles mitnehmen. Das wird wohl zu viel sein. Dann da noch ein bisschen. Ja, das wird eng, vor allem, das wird wirklich sehr, sehr eng. Zeitlich vor allem eigentlich, nur zeitlich. So. Da wäre der Quatsch noch, aber nicht genug. Ich will noch etwa 100. Mann, ich liebe immer die falsche Insel, sorry. Da haben wir noch genug hier, oder was? Oder noch eine Hülle umfüllen. Ich krieg die Krise, hey. Ich habe nur noch 9 Tonnen. Nee, komm. Nee, komm, Leute, vergessen wir es. Fehlt mir halt eine Sidequest hier, das mit den Adligen. Ich hätte, ja. Das Problem ist, einkaufen kann ich es ja auch nicht. Er bietet das hier an, ja, aber halt kein Indigo. Einen richtigen Rang hätten wir zwar. Das ist schon mal cool. Ich müsste halt irgendwie, ja, das mit dem ich sag's mal so, wenn man darauf Wert legt, das mit den Adligen zu machen, deswegen der Tipp von mir, bemüht euch frühzeitig darum, hier den Ohren ein bisschen auszubauen und nicht nur euch auf den Occident zu konzentrieren. Weil dann müsste es eigentlich machbar sein. Ich glaube sogar relativ easy. Ihr seht jetzt auch hier, müsste eigentlich noch, ja, Brot fahren, wa? Das mit den Leinenkuten hätte ich eigentlich auch schon früher machen können, oder Lederwärme. Ne, Leinenkuten sind es, die Dinger hier. Ich habe, glaube ich, hier sogar ja, eine Sohlemine, genau, also könnt da mit Salz hantieren. Schweinswurst habe ich auch noch, das wäre hier kein Problem, plus Gerberei, dann noch 2 Plätze übrig. Das wäre halt für die Bücher. Okay. Ich brauche beides ja eigentlich nur minimal, damit sie aufsteigen. Es gibt hier noch einiges, was getan werden muss. Also insofern, theoretisch kein Problem, alles machbar. Auf der Dombaustelle ist enorm, Aber lass ich was.
Bald ist es geschafft. Wenn uns nur nicht das Glas für die Fenster ausgeht, können wir vor Lucius fertig sein. Jo, und damit, Freunde, haben wir die Kampagne gleich durchgespielt und zwar auf schwer. Und das zum ersten Mal. Könnt ihr nicht ein paar armen Seelen Obdach gewähren? Ja, Ne? von mir aus. Fällt mir jetzt direkt ein Stein vom Herzen. Tja, Lucius braucht noch ein bisschen, wa? Wir haben halt den Orin auf unserer Seite. Liebe Freunde, liebe Zuschauer, Ein Mitspieler hat ihre Siedlung entdeckt. es ist vorbei. Werdet ihr einem alten Mann seinen Wunsch erfüllen und diese Stadt zurück zu alter Größe führen? Jetzt glaube ich nicht mehr. Mein Gott, wir haben es geschafft. Der Kaiserdom ist tatsächlich vollendet. Dass ich das erleben darf. Lasst uns hoffen, dass wir so Kardinal Lucius' Vorhaben vereiteln können. Lucius, verpiss dich und zwar ein für alle Mal. Du bist Schnee von gestern. Was? Nein, das kann nicht sein. Wie kann euer Kaiserdom jetzt schon fertig sein? Ihr habt betrogen. Ja, so muss es sein. Dafür werden wir büßen. Ich habe keine Flotte. Danke. Spiel vorbei. In der letzten Minute. Geil, dankeschön. Northburg, mein lieber Vetter. Euren Freunden und euch haben wir unsere Genesung zu verdanken. Nun sollen die Getreuen der Krone belohnt und die Eigenmächtigen bestraft werden. Wir übertragen euch das Kommando über die kaiserliche Flotte. Vernichtet Lucius. Nicht gerade viel. Und nun zu euch, Lucius. Wir bezichtigen euch des Hochverrats. Dieser Kreuzzug war weder von uns befohlen noch gebilligt. Als Mann der Kirche obliegt es zwar dem Papst, über euch zu richten, aber wir werden dafür sorgen, dass ihr wohlbehalten zu ihm gelangt. Zum Angriff, meine Freunde. Ihr verkennt die Lage, Majestät. Nicht ich bin der Hochverräter. Northburg, euer eigenes Fleisch und Blut, er und seine Komplizen sind es. Ich werde es euch beweisen, indem ich sie alle vernichte. Eine Vision. Ich sehe euch Auge in Auge mit Lucius. Ihr kämpft erbittert. Allein. Es scheint Gottes Wille zu sein, dass ihr den Kardinal vernichtet, nicht ich. So sei es denn. Nehmt meine Schiffe. Gott möge euch beistehen. Ja, Gott werden wir auch brauchen. Vernichten Sie gern Lucius Lotte. Fortschritt 0 von 13. Ah, okay. Jetzt hätte ich eigentlich noch Zeit. Obwohl, der kommt nicht mit seiner ganzen Flotte an. Nee, ich hätte eigentlich sogar Eine noch Zeit. gegnerische Jetzt hier. Flotte drängt in ihr Hoheitsgebiet vor. Scheiße, zu viele Schiffe. Ich habe gar keine Chance, alle auszuwählen. Nicht schlecht. Ja gut, er will Stress, er kann ihn haben. Der Feind Noch immer kreuzen Schiffe des Kardinals durch diese Gewässer. Keines soll geschont werden. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Ich bin dabei, ich bin dabei. Eines ihrer Schiffe wurde versenkt. Alter, was für eine Schlacht. Eines ihrer Schiffe wurde zerstört. Okay, ich glaube, das muss ich ein bisschen auf zwei Parts zu Eines ihrer spalten. Schiffe wurde versenkt. Mit meiner Bilanz los. In die Würzen liegen, oder? Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Macht euch einen Frieden mit Gott. Denn ich werde euch in die Hölle schicken. Ein Schiff der Flotte wurde von Feinden
Ciao, ciao. Puh. Oh, Moment, wo gehst du hin? Lucius Armada. Sie verfolgt meine Flotte. Meine Schiffe sind schwer beschädigt. Einige bereits gesunken. In Gottes Namen helft! Scheiße, wir noch was anderes machen, okay. Wir haben keine andere Wahl, Freunde. Zum Angriff! Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Neptun, verpiss dich bitte mal ganz kurz, ja? Puh. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Hä? Wieder 3 von 4 Schiffen übrig. Ja super, siehst doch. Mindestens ein von Maries Schiffen. Nee, super. Oh, es greift da unten an. Auch nicht schlecht. Von welchen Dämonen ist Lucius besessen? Er greift die Schiffe in meinem Hafen an. Sein Blutdurst kennt keine Grenzen. Bitte, eilt herbei und helft. Tja, wenn so das wäre. Wer soll bis da unten bin ich schon zu spät. Allah hat uns verlassen. Lucius' Flotte war zu mächtig. Keines meiner Schiffe konnte seinem Ansturm standhalten. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Greift eines ihrer Schiffe an. Es ist genug. Stimmt, es ist genug. Lucius, du bist vernichtet! Die Flotte des Kardinals ist zerschlagen. Wohlan. Wir hatten keinen Zweifel, dass ihr dieser Aufgabe gewachsen seid. Das war Rettung in letzter Sekunde. Dennoch haben wir hohe Verluste zu beklagen. Von Bord gesprungen? Tatsächlich? Wie wir soeben erfahren, konnte Lucius fliehen. Macht den Verräter endlich ausfindig und bringt ihn umgehend zu uns. Okay. Jetzt hätten wir eigentlich noch genug Zeit, um eben die Quest hier abzuschließen. Gut zu wissen, Leute. Gut zu wissen, wenn es theoretisch... Hätte ich eigentlich noch genug Warnungsanlagen? Ne, Boot schon weiter. Müssen wir das noch ein bisschen ausbauen. Die Würze stimmt wieder. Wir werden noch Most ein bisschen ausbauen. Okay. Ja, jetzt geht es an das Optimieren, oder? Um die Quest noch zu machen. Aber wir haben sowieso vergeigt, weil ich hätte hier mindestens ein Schiff von ihm retten müssen. Aber nicht geschafft, wenn ich mir nähe. Ganz geil. Vielen Dank dafür, Lucius. Marie repariert mein Schiff nicht. Auch vielen Dank dafür, liebe Marie. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Und deswegen würde ich sagen, bringen wir es endlich zu Ende, Freunde. Komm. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch meinen zweiten Part gemacht habe. Vielleicht sogar nach der letzten Pause oder so. Keine Ahnung, oder zwischendurch, weil, ja, Klar, ich mache jetzt die anderen Parts ein bisschen länger, da schon. Oder jetzt noch so eine Seeschlacht kommt, hätte ich auch nicht damit gerechnet. Neues Land gesichtet. Und deswegen, jo, bitte nicht wundern, war, aber jetzt bringen wir es endlich zu Ende, komm. Ja, ich habe eh eine Sidequest vergeigt, mindestens eine, oder haben eine zweite vergeigt. Shit happens. Fiel mir eigentlich nicht, oder? Den Rest ist aber, glaube ich, soweit. Leistet euren Beitrag. Yusuf bin Ibrahims Volljahr. Habe ich schon, dankeschön. So, Lucius, wo versteckst du dich denn, hä? Aha. Kuckuck. Na, wer versteckt sich denn da? Unbewohnte Insel, oder? Kannst du da Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Kannst du knicken, Alter? Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Ihr hattet Glück, nichts weiter. Wird sich das Blatt wenden?
Ist nicht gerade irgendwo? Nicht, oder? Eine Position kommen sind erledigt. Versager! Ich bin nur von Versagern umgeben. Dafür werden Köpfe rollen. Wer da einfach im Fass drin ist. Lucius, im Namen des Kaisers und des Sultans, du bist hiermit verhaftet. Auf ewig sollst du schweigen. Elender Mistkerl. Ah, cool, dass es auch noch eine Seeschlacht gab. Muss Erfüllung eines Auftrags vom K-Auftraggeber abgegeben werden. Trifft nass und äußerst wütend. Herzlich wirft Kanal Lucius über Bord. Oh Leute, die Versuchung. Ah, die Versuchung ist... Alter, ist die Versuchung groß. Na komm. Ladung über Bord. Wir müssen die Fracht rasch einsammeln, bevor sie in den Fluten versinkt. Warum? Das wollen wir doch eigentlich. Ah, Richard, das ist doch einmal ein Spaß. Mann, oh Mann, ey. So, mir fehlt ein Reparaturkran hier gerade. Also man kann sagen, ich meine auch das jetzt mit Kanal Lucius, bisher, ich glaube nicht, dass der irgendwie abhauen würde. Also zumindest die Quest könnten wir jetzt theoretisch noch verschieben. Wie gesagt, ich könnte jetzt noch dafür die Stadt und so sorgen, das mit den Adligen noch machen und so Drücke des Adels noch machen. Wäre theoretisch, glaube ich, jetzt noch durchaus möglich und irgendwie auch vielleicht noch ganz cool. Für diejenigen, die zumindest einen Spaß haben, vielleicht mache ich es sogar offscreen mal, aber jetzt vor allem eben das mit ihm hier unheimlich verseigt. Die Vergangenheit begraben. Ich vergebe euch eure Unwissenheit. Und ihr lasst mich gehen. Der Kaiser muss ja nicht davon erfahren. Nee, Lucius, du bist mir jetzt 3-mal auf den Sack gegangen. Venedig Staffel 1, Venedig Staffel 2 hier in der Kampagne. Das war das letzte Mal. Das allerletzte Mal. Gebt den Verräter heraus, auf dass er sich für seine Taten verantworte. Ich wollte sogar ablehnen. Wohlan. Ihr gehört wahrlich zu den getreuesten Vasallen meines Reiches. Wir werden eure Taten nicht vergessen. Und das war's dann wohl. Ihr begeht einen Fehler. Nicht ich bin es, der eure Macht schwächt. Diese Heiden sind es. Und alle, die mit ihnen gemeinsame Sache machen. Ihr solltet mir dankbar sein, anstatt mich zu verbannen. Schweigt, Lucius! Denkt ihr, wir wüssten nicht, dass ihr uns vergiften habt lassen, um die Macht zu ergreifen? Ihr werdet die Verantwortung für eure Taten übernehmen. Ihr hingegen, meine Freunde, habt euch als treue Vasallen unseres Reiches erwiesen. Nehmt unseren Dank. Majestät, ich fühle mich geehrt. Aber es ist nicht mein Verdienst, dass sich alles zum Guten gewendet hat. Vor allem mein Schützling hier war es, der die Völker vereinte und Schlimmeres verhinderte. Northberg hat recht. Fast hätte ich mich täuschen lassen. Ich wäre in einen Krieg gezogen, der nicht Gottes Wille war. Nur euch ist es zu verdanken, dass es nicht dazu kam. In der Tat, Allah in seiner unendlichen Weisheit war es, der euch zu uns führte. Ihr habt viel für uns getan. Aber was ist schon der Dank eines alten Mannes gegen den des mächtigen und ehrenwerten Sultans?
Salam alaikum. Mein Großvezier hat mich über alles informiert. Euch gebührt mein Dank, dass ihr diesen Kreuzzug verhindert habt. Lasst uns die jüngsten Ereignisse als Mahnung nehmen, auf dass sie sich nie wiederholen mögen. Welch weise Worte von solch weisen Personen. Freunde, das war's mit der Kampagne. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Sie haben den Funkeltitel erhalten, Ritter des Reiches. Sie haben den Funkelmedaille erhalten, kaiserliches Siegel in Gold. Oh yes. Ja, wir haben viel geschafft. Es fehlten tatsächlich nur diese beiden Quests. Vergeltung. Das auch niemand anderes war diejenige, die wir ihm vergeigt haben, weil wir kein Schiff von ihm retten konnten. Und die Rückkehr des Adels, aber ich habe schon mal erklärt, warum. Aber eigentlich könnte man das so schaffen. Jo, das heißt, komplette Kampagne auf schwer durchgespielt. Also mein Kapitel 8 war geil, gar keine Frage, aber auch ziemlich heftig und so. Aber, also ich dachte schon, ich müsste einfach nochmal neu anfangen und so hat irgendwo einen ganz dummen Fehler gemacht. Aber naja, ging eigentlich doch noch ganz gut aus. Ja, wie bereits erwähnt, ich glaube, ohne die Quests, vor allem mit dem Orient, mit der von Alsa hier, ich glaube, wenn man die Quests nicht macht, ist man ziemlich am Arsch, was die Voranschreiten des Kaiserdoms betrifft und so. Aber ja, hat alles geklappt, ist doch alles perfekt. Wir haben die Kampagne durchgespielt und damit, wenn es mal so betrachtet war, wir haben Venedig, Staffel 1 haben wir alle so ein bisschen kennengelernt, vor allem Lucius und so, oder? Haben ihn hassen gelernt. In Staffel 2 haben wir ihn noch mehr hassen gelernt. Und jetzt hier in der Kampagne haben wir ihn vernichtend geschlagen. Der kommt nie wieder, er wurde eingesperrt und so. Seinen Krieg in den Orient wollte er ziehen. Tja, leider hat es nicht geklappt. Wir kamen ihm zuvor. Und gemeinsam konnten wir ihn in Grund und Boden spielen. Da jetzt mal einfach mal so. Ganz doof gesagt. Ja, das war, wenn man so sagen möchte, irgendwie eine Trilogie, die sogenannte Lucius-Trilogie. Ich finde die Bezeichnung gar nicht mal so doof, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Und deswegen ist natürlich jetzt auch die Frage, wie geht es weiter mit Anno 14.04 auf meinem Kanal. Also erst einmal, 14.04 selbst werde ich nicht mehr zocken, weil es gibt das Add-on Venedig, was natürlich viel mehr gibt. Und das einzige Interessante bei 14.04 ist halt die Kampagnen, die haben wir damit auch gemacht. So. Es gibt zwar noch Szenarien und so, bin ich aber kein großer Fan, ganz ehrlich. Da bin ich doch eher von der Kampagne, die war cool, im Großen und Ganzen. Schluss, wie gesagt, auch ein bisschen hektisch und so, aber wir haben es doch noch mit Bravour gemeistert. Und ja, Anno 14.04, Venedig, die 3. Staffel. Ich habe ein paar Ideen dazu. Unter anderem würde ich halt auch nicht mehr so loslegen wie bisher. Zum Beispiel, das heißt, ohne Monumente arbeiten, also keine Sultansmoschee mehr. Auch kein Kaisertum mehr bauen müssen, sondern wir werden dann andere Siegbedingungen einrichten. Ich werde auch nicht mehr irgendwie, wie es bisher der Fall war, so quasi sagen, okay, ich habe ein Flaggschiff, ich werde alle Inseln ein bisschen absuchen, gucken, wo lasse ich mich nieder und so. Das wird eher per Zufallsprinzip, dass man sagen muss, okay, ich kriege auf eine Insel, an ein Konto da, fertig, muss das Beste daraus machen. Wäre ja auch eine Herausforderung. Was ich eben auch gerne machen würde, wäre halt ohne Lucius zu spielen. Und zu sagen, hey, Staffel 1, Staffel 2 plus die Kampagne, das war's mit Lucius. 3 Staffeln quasi müssen eigentlich reichen, oder? Dann den Typen endgültig loszuwerden und zu sagen, jo, war auch eine schöne Geschichte. Und sie somit abschließen zu können. Aber natürlich bin ich da nicht der Einzige, der damit mitreden darf. Da habt ihr auch noch ein Stimmrecht, logischerweise, oder eher ein Schreibrecht, wenn man das so bezeichnen möchte. Wenn es soweit ist mit der 3. Staffel, werde ich mich mit einem Infovideo nach euch wenden und so meine Vorschläge präsentieren. Wo ihr natürlich auch eure Vorschläge darunter schreiben könnt. Sehr, sehr gerne natürlich. Bis es aber soweit ist, wird es noch dauern. Und zwar aus dem Grund, ich werde jetzt 14.04, also die Kampagne werde ich jetzt ungefähr so Anfang Januar abgeschlossen haben.
Und Ende Februar kommt bereits Anno 1800 und das heißt, bis dahin wird es sicher keine dritte Staffel geben, das garantiert nicht. Die werden irgendwann später kommen. Wann genau, werden wir sehen. Es gibt noch genug zu zocken und so, und vor allem Anno 1800 wird sicher spannend werden. Und ja, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, es hat auch so viel Spaß gemacht wie mir. Ja, doch, es war, obwohl es eben teilweise ein bisschen auch geknurzt war und ein bisschen stressig und so, es hat doch sehr viel Spaß gemacht. Ihr merkt schon, ich kann nicht mehr reden. Es hat doch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns alle beim nächsten Anno wieder. Das wird dementsprechend dann Anno 1800 sein. Bis dahin, ciao zusammen.